ich bin nicht kein Historiker und ich gedenke nicht die volle Geschichte von der Melbourner jüdischen Theater bei der Kadima, aber es hat sich angehoben in die 30er Jahren und wir haben gehabt dem Masel von haben zwei von den wichtigsten jüdischen Akteuren, nicht nur von der australischen jüdischen, sondern von der Wilner Truppe, Jankev Weislitz und Rochel Holzer. Und sie sind beide gewesen, ja, in heutigen Terminen Megastern von der Theater. Und beide sind geblieben stecken in Australien durch der Milchome, sie haben nicht gekannt zurück. Sie gewinnen in Australien, wenn der Milchome ist ausgebrochen, nicht gekannt zurückfahren. Und nach der Milchome geblieben. Und der Melbourner jüdische Kirche ist nicht kein größer, es ist so hungrig für jüdische Theater. Man hat gestellt 3, 4, 5 Pieces ein Jahr oder mit einem oder mit der zweiten oder mit beiden zusammen. Und ich weiß, wenn etwas ein bisschen eine Konkurrenz zwischen sei, aber sie haben auch gespielt zusammen, regissiert zusammen. Und das ist kolossal groß. Und ich gedenke, man hat genommen als Kind zu sehr erwachsene Vorstellungen. Ich habe nicht verstanden, aber ich habe gewusst, das ist ein gutes Theater. Aber zu 13 Jahren hat man sich genötigt, in ein junger Mann zu spielen in der Hilzener Schüssel. Und Rochel Holzer hat gespielt die Bobbe in der Mischproche. Und das ist ihre letzte Rolle, von wie viel ich weiß. Ist meine erste Rolle auf der Bühne, als mit ihre letzte Rolle. Und es ist klar, wenn sie kommt auf der Bühne und der ganze Eulam stellt sich auf und gibt ihr Applaudissementen, bloß fahren rauskommen auf der Bühne. Und sie ist schon damals ganz alt. Aber sie hat reingehabt in sich dem ganzen Eulam.